Okay. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Das Okay von mir passt zu Hockey. Zu dem kommen wir aber später. Zuerst mal etwas ganz anderes. Gestern war ja Auffahrt. Viele machen da die Brücke. Dir auch, Frau Bundesrätin Leuthard? Auch ich verstehe mich als Brückenbauerin zwischen den Kulturen für die Schweiz und die Bevölkerung im Allgemeinen. Und jetzt passiert etwas in dieser Sendung. In dem Moment mischt sich der Christoph Blocher ein. Blödsinn, Brückenbauerin. Muss ich Ihnen sagen, ich könnte doch nicht einmal einen Nagel gerade in die Wand schlagen. Ja, ich glaube, Frau Leuthard meint das im übertragenen Sinn. Giro, was denn sonst? Brücke ist auch dazu da. Etwas zu übertragen. Auto, Bahn, auch Velo, du Löli, Double. Gell, Grün ist nicht nur eine Partei, sondern auch ein Zustand in deinen Ohren. Goldküstenbau. Ja, Giro, ist gut. Es ist vielleicht der richtige Moment für einen Themawechsel in dieser Sendung. Reden wir, Fabian, über einen Berufskollegen von dir, über den Victor Giacobo. Der hat einen neuen Film gemacht. Hast du ihn schon gesehen? Ja, habe ich gesehen. Da geht es ja um die Frage, ob Deutschland soll ein Schweizer Kanton werden. Grossartig, oder? Ottmar Hitzfeld, würde euch das entgegenkommen als Deutsche? Doch, ich denke mal, Freude herrscht und ich wäre dann nicht nur ein Nationaltrainer von der Schweiz, sondern auch gerade noch Bundespräsident und will ich der einzige bin, der bei der Spruch reiten kann, gleichzeitig. Wäre aber Deutschland parat für den visionären Ritt, für den grossen Wechsel der Schweiz beitreten? Ich frage den Mann, der in Deutschland schon mal Chefredakteur war, gäng wieder im deutschen Fernsehen in Talkshows eingeladen wird, der Weltwochen-Chefredakteur Roger Köppel. Deutschland ist das Vorzimmer von der Schweiz. Um was geht's? Der Victor Giacobo hat einen Film über Deutschland gemacht. Viele Schweizer wissen ja gar nicht, dass Deutschland nicht die Insel neben Ibiza ist, sondern der Landstreifen im Norden, wo man statt röstig Currywurst isst. Der Deutsche selber erkennt man daran, dass er nicht in der Lage ist, einen Flughafen zu bauen. Noch etwas ganz anderes, Herr Köppel. Die Schweiz macht ja eine sehr gute Falle an der Eishockey-WM. Aktuell gewinnt alle Spiele. Um was geht's? Knallharte Recherche hat dargegeben, dass man von einem erstklassigen Weltwochen-Journalistenteam folgende Erkenntnisse bekommen haben. Keine Sau interessiert im Mai noch Lust auf Eishockey zu haben. Und die Schweiz ist überdies die einzige Mannschaft, die überdies da teilnimmt. Ist das so? Im Mai kein Eishockey, das reimt sich schön. Ständerat und Präventivmediziner Felix Gutzwiller. Was lieber alle wünschen wir uns nur noch mehr Freiheiten für den Sport. Eine WM 3 Monate lang im Sommer. Alle Ärzte, die Freude haben am Beruf, sind grosse Eishockey-Fans. Keine andere Sportart gibt so schöne Verletzungen. Und die Röntgenbilder dazu haben die Ästhetik von einem Picasso. Ja, interessiert sich sonst noch irgendjemand in unserer Runde für Eishockey? Machen wir mal die Umfrage. Oder ist da der Gutzi der einzige Stilfachmann von SRF 3, Jeroen van Rooyen vielleicht? Ja, in meiner Betrachtung präsentiert sich Eishockey als eine Sportart für Raudis und als modische Katastrophe. Alles übergrößert, die Frisur wird vom Helm entrückt und Schliefschuhe sind nicht anders als missratene High Heels. Köppel, sonst noch etwas zum Thema, wenn du da bist? Ja, by the way, unsere Recherchen haben weitergegeben, dass die Schweizer Eishockeyaner, die bewegen sich auf dünnem Eis. Außerdem Schweizer Trainer werden diskriminiert. Dabei sind die englisch-kanadischen Trainer nicht mal in der Lage, Hockey richtig zu sagen. Sie sagen Hockey, damit es heisst Hockey, nicht Hockey. Das gibt's beim Skifahren. Zum Glück ist Freitag.